Ich möchte gerne eine Serie mit euch starten und zwar würde ich sie nennen How to be the perfect Bosnian Snaha. Das bedeutet, wie wirst du die perfekte bosnische Schwiegertochter. Da ich jetzt 24 Jahre alt bin und schon 3 Jahre verheiratet bin, sprich mit 21 habe ich geheiratet, habe ich jetzt das eine oder andere rausgekriegt, beziehungsweise hat mir auch das eine oder andere meine Mutter mit auf den Weg gegeben, was ich euch weitergeben kann. Das bedeutet, euch Tipps und Tricks zu geben, was benötige ich an Küchensachen, was hilft mir weiter, wie mache ich das, wenn Gäste kommen, was kommt zuerst, was bietet man an, wann macht man Kaffee, wie macht man Kaffee, verschiedene Arten von Kaffee, was sind die perfekten Menüs, wie empfangt ihr Gäste, dann müsst ihr das zeitlich einplanen, dass ihr das schafft. Beispielsweise eine Ramazan Edition. Was mache ich zu Iftar? Was für Menüs gibt es da? Was ist das perfekte Dessert? Wie bereite ich das vor? Friere ich etwas ein? Was mache ich, wenn Gäste sich neu angemeldet haben und du nichts hast? Was mache ich da? Also euch ganz einfach Tipps und Tricks geben, wie ihr das Ganze macht. Natürlich wird dieses Format sicherlich umstritten sein, da es einige geben wird, die sagen dann, sei so wie du bist. Mach das Beste draus. Oder das könnte auch ein Mann machen und so weiter und so fort. Gibt es natürlich unter euch einige, die das machen möchten und die auch etwas von der Tradition noch halten. Denn ich gebe euch das weiter, was mir beigebracht wurde und was mir weiterhilft, was ich anwende. Wo ich mich auch mal gefreut hätte, wenn es einen Influencer gegeben hätte, die mir das beigebracht hätte. Zum Beispiel hätte ich meine Mutter nicht gehabt, die sich mit den Traditionen, Bräuchen auseinandergesetzt hat und auch Tipps und Tricks drauf hatte, weil sie viel Besuch empfangen hat, kann ich das natürlich auch alles. Aber hätte ich sie nicht gehabt und hätten wir nicht viel Besuch gehabt und vor allem große Mengen an Besuch, ich spreche von 20, 30 Leuten auf einmal, hätte ich nicht gewusst, wann, wie, wo, was. Wann biete ich was an? Wie mache ich das, wenn Gäste erst kommen? Es ist immer unangenehm hin und her, vor allem wenn man erst nachher geworden ist. Und vor allem für Leute, die aus gemischten Ehen oder Beziehungen kommen, wo eben der Partner nicht vom Balkan ist. Und ich sage auch spezifisch bosnische Snaha, weil auch eben dieser Kanal Bosnian Cook heißt und ich mich eher auf die bosnische Küche und die bosnischen Traditionen fokussiere, was natürlich auch viele Sachen einbindet von Serben und Kroaten und so weiter. Was sind zum Beispiel auch coole Outfits? Was macht man in einer Tüte, wenn man zu jemandem geht? Was bringt ihr damit? Wie mache ich das, wenn ich zum ersten Mal zu jemandem gehe? Manche Sachen, die gehören sich und das sollte man auch so weiterhin beibehalten, denn das sind eben unsere Bräuche. Wenn man sie natürlich nicht mehr weiter praktiziert oder weitergibt, dann sterben sie irgendwann aus. Und das wäre schade drum. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich jetzt dieses Format und werde ab und zu, das wird jetzt kein dauerhaftes Format, wo ich jeden Tag euch irgendwas erzähle, sondern immer nach und nach. Vor allem kommt jetzt auch meine Schwiegermutter zu uns eine Woche lang und deswegen werde ich auch ein bisschen mit ihr reden und dass sie euch auch mal vielleicht ein paar Tipps gibt, wie das vielleicht bei ihr war. Also lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, was sie davon hält und dann wird es auch schon bald beginnen.